Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Star Wars Battlefront auf Pelzig. Und heute machen wir wie versprochen die letzte Kampfläuferangriffe hier im Sorrowsoup Centroplex, was auch immer das ist, das sagt mir nämlich immer noch nichts. Ah okay, das sieht noch Sallust aus. Okay, gut. Wenn wir hier wieder auf Sallust sind, dann werde ich definitiv das Imperium-Spieler, nicht die Rebelle. So, da. Weil Sallust ist ja eigentlich auch schon relativ cool gemacht, finde ich. Aber zu Sallust hatte ich hier irgendwie nie den großen Bezug. Geschweige denn das Wissen, dass dieser Spezies von Nien Noob daherkommt. Der Planet, der könnte man sozusagen zu den Leuten hier sagen. Aber irgendwie eine ziemlich hässliche Spezies, wie ich finde. Ich weiß nicht. Was halten ihr generell von den Leuten, beziehungsweise von Nien Noob? Das würde mich mal interessieren, weil ich wetter hier nur in einer Tour gegen den armen Kerl und weiß nicht, wie die rechtliche Leute so stehen, aber für mich ist der irgendwie der Jar Jar Binks der Originaltrilogie. So, jetzt nämlich hier und Impulskanone. Allerhaupt, das kann recht nützlich sein, denke ich. Der stinknormale Blaster passt. Mit dem habe ich ja mittlerweile Erfahrung. Uplinks offline, 8080 Überlevelosser. Kennen wir ja schon das ganze Spiel. Gut. Die sind so cool, die Dinger. Ich kann es immer nur wieder 1000 Mol sagen. Ultra cool. So, dann gucken wir mal vor. Klein Mimi. Schon dabei. Glücklicherweise ist es nicht wieder der Schrumpfkopf, der die Befehle gibt, der immer nur so babbelt. Den finde ich nämlich irgendwie etwas verstörend, den Kerl. Und was haben wir hier gekriegt? Eine Blasterkanone als Power-Up. So, hallo Rebeller. Super Trooper on the Tour. Kannst du mal jetzt bitte sterben? Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Schon dabei, schon dabei. Ich versuche mich durchzukämpfen irgendwie. Hallo? Und so. Ja, das wird wohl nichts mehr. Die Bomber der Rebellen haben unsere Kampfläufer als Ziel erfasst. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Schneller kann ich aber auch nicht rennen, Kerl. Beschwer dich beim Großmoff, wenn es dann nicht passt. Quatsch. Wo bin ich denn? Ah, da ist es, okay. Hätte ich mal eher drauf gucken sollen. So, jetzt fahren wir den Schampel hier mal runter. Und ein Y-Wing ist unterwegs. Ja, das ist wieder der Schrumpfkopf, der sich hier zu Wort meldet. Ey. Jetzt hört's auf. Und dann auch noch. So. Jetzt deaktivieren wir den Schampel wieder. Nicht mit mir. Wow. Oh, hier sind unsere imperiale TIE-Jäger. Scheiße, die stürmen hier wieder den ganzen Komplex. Dann komm schon. Okay, das ist wieder... Ist das wieder ein imperialer Hand? Sieht nicht so aus. Okay, das ist wieder so ein Greedo. Wie ist denn die Spezies eigentlich von Greedo? Ey. Die sind von hier aus wieder unterwegs. Komm schon. Ja. So, per Kopfschuss erledigt und selber vom Reach fertig gemacht war er. Mit 3E. Gut, dann kümmere ich mich noch um das andere dappische Ding. Das Rebellenpack hat die Ablinkstation aktiviert. Ja, so ein Packer war ach, ne? Um unsere Kampfläufer zu schützen. So ein Packer war ach. Ich versuche noch irgendwie Draht zu kommen mit dem Sturmlauf. Deswegen bin ich auch Sturmtruppler. Ah, ATST. Y-Wing hat unsere Kampfläufer als Ziel erfasst. Ja, ich sorge dafür, dass das Scheiß das nicht nochmal macht. Ah, okay, da ist schon einer von unserer Hansel dran. Gut. Da wird man nichts mehr passieren. Sag ich einfach so leicht. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Orbitalangriff, ja, da ist schon der nächste. So. Okay, das andere konnte ich nicht verhindern.
AT als Ziel erfasst. Naja, das sieht bitter aus für uns derzeit. Der macht es definitiv nicht so gut. Upp. So, wieder einer wendigende Schöpfe hier. Oh Mann. Erstmal in Deckung gehe, damit ich mal wieder genau hier aufgebrezelt bin. Und dann können wir uns auch wieder den Rebelle widmen. Du nicht, du Salustianer-Typ. Die Rebellen haben den Abblick aktiviert. Danke, Schrumpfkopf. Wird abschalten. Commander Schrumpfkopf. Und nix. Ich glaube, ich nenne den Typ jetzt einfach nur Scully, wegen seinem Schrumpfkopf. Der Herr Schädli. So, komm schon. Was? Wer kreischt hier irgendwas? Ach, du wieder. Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Abblickstation aktiviert. Ich mach doch schon Schädli. Wir haben So. Ihren Ablink deaktiviert. Vormarsch fortsetzen. Natürlich. Bomber der Rebellen greifen an. Ja, Pinset Schädli. Wir kriegen das schon hier. Was? An. Der Kampfläufer braucht Schutz. Seine Schilde sind ausgefallen. Okay, bin dabei. Da kommen sie schon, die ganze Kasperköpf. So, also auf die ganze Rebella jetzt losgehe. Damit die unseren gute AT-80 nicht fertig machen. Gegen die Bomber kann ich leider nichts machen. Da hätte ich im Vorfeld mehr machen müssen. Aber gegen die Bodentruppe kann ich was ausrichten. Da hinten ist nichts. Aber da hinten kommt noch einer. Na komm, wir springen mal hier rüber. Gut, nicht in die Lava-Falle, das ist doch schon mal was. Verteidigt unseren Kampfläufer. Sein Schildgenerator ist gleich wieder online. Ja, bin schon dabei. Mann, der Schädli. War hier nicht ein... Achso, okay. Ich höre hier, wer hätte man auch möglicherweise ein AT-ST besteigen können als... Autsch! Abblinkstationen geortet. Sofort vor. Als Gefährt. Aber dem ist wohl anscheinend nicht so. Na gut, dann kämpfen wir uns weiter vor. Hier ist zumindest eine Power-Up für unseren AT-ST. Oder mehrere AT-STs. So. Dann schönes Basaltgestein hier überall. Ich vermute zumindest mal, dass es Basalt ist. Weil Basalt ist ja Vulkangestein und so, ne? Unterstützung angefordert. Wir müssen diese Abblickstation deaktivieren, um ihre Bomber zu stoppen. Oh, komm schon. Jemand hat mir eine Zuschaueranfrage gesendet, falls ihr das gesehen habt. Falls nicht, ist ja auch nicht schlimm, aber ich mache hier mal keine Zuschaueranfrage gedöns, wo mir jemand reinpfuschen kann. Wo ich möglicherweise noch auf andere Leute eingehen muss. Ich will ja hier eine friedliche Let's Play-Aufnahme machen. Und kann doch nicht noch Zuschauer gebrauchen. Wer es dann sehr will, kann es ja als Let's Play angucken. Aber unmittelbar, während ich jetzt hier eine PS4 auch in die Aufnahme mache, finde ich jetzt nicht so gut. Falls du das dann im Nachhinein siehst, nimm's nicht persönlich, bitte. Aber ich habe das nur ungern dann. Hey! Dass ich während meiner Aufnahme nur sozusagen noch Zuschauer dabei habe. Man kann sich die Episode, wenn sie fertig ist, dann liebend gern angucken. Nur während der Aufnahme möchte ich eigentlich ganz gern darauf verzichten, dass ich über die PlayStation 4 noch Zuschauer dabei habe. Und ich kann ja jetzt auch nicht einfach mal fix hier aus dem Spiel rausgehen und die Zuschauer-A-Frage bestätige und dann wieder zurück ins Spiel gehe. Da geht uns hier viel verloren dabei. Bomber hat unseren AT-AT erfasst. Finde ich persönlich dann nicht so knorke. Das ist eher suboptimal für die Aufnahme. Wenn ich hier dann noch Leute bestätigen muss als Zuschauer. So, Alter. Mach schon, du Sausack. Okay, wieder einer. Bob, bob, bob. Das sieht nicht so gut aus. Die Rebelle hier sind fett in der Oberhand. Das sehe ich hier schon. Die Rebelle haben hier die absolute Oberhand in dem Gebiet. Und dummerweise habe ich keine Thermaldetonatoren.
Feindlicher Y-Wing visiert unseren AT-AT an. Ja, ich habe schon gemerkt, Shadley. Danke für die wunderbare Auskunft. Captain Obvious. So, ja, die gehen einfach so durch die Lava hier, die Leute. Okay. Aber ich marschiere jetzt einfach nicht durch das Magma. Das muss nicht sein. Boah, Alter. Jetzt haben die wieder so eine scheiß Flak. Aber ich will doch einfach nur dieses scheiß Ding hier runterfahren. Wir haben Ihren Uplink deaktiviert. Ja. Verhindert jegliche Reaktivierungsversuche. Mal gucken, wie lang. Alter. Einfach noch fette Übertriebe hier, wie viel du anmarschiert kommt und deine ganze Hansel. Das ist doch echt brutal, Alter. Die Rebellen haben Y-Wing-Unterstützung angefordert. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's erzählt. Um ihre Bomber zu stoppen. Bin doch schon dabei, Kerl. So, sind wir dabei. Feindlicher Uplink deaktiviert. Zumal ich bei so einem Shooter auch wirklich absolute Konzentration brauche. Du ist es fast schon eine Ablenkung, wenn ich dabei noch schwätze. Deswegen, wie gesagt, nicht persönlich nehmen, dass ich hier keine Zuschauer-A-Frage akzeptiere. Das hat nichts Persönliches. Das hat einfach nur was damit zu tun, dass ich hier ungestört aufmache und dass ich nicht die fließende Aufnahme stören will, dadurch, dass ich jetzt nochmal die A-Frage bestätigen muss. Thoma Endario hat mich fertig gemacht. Na klasse. Die Rebellen haben die Uplink-Station aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um Sieht das so aus, als hätten sie wieder 6 Y-Wings als Unterstützung derzeit. Okay, dann vor mit uns. Ja, holen wir sie uns, genau. Okay. So bitte ich sowieso eigentlich echt immer drum, dass man Sachen nicht persönlich nehmen soll, wenn es hier um das Hobby geht von mir. Das ist kein persönlicher Angriff auf Leute, wenn ich was ablehne, sondern hat auch häufig mit meinem persönlichen Terminkalender zu tun, um wie viel Zeit ich für was habe und ob ich sowas machen will, da ich kein professioneller großer Let's Player bin, sondern eher im private kleiner Small-YouTuber-Bereich bin, ist es auch immer noch großes Hobby für mich und keine Kundearbeit, die es sozusagen leicht. Deswegen bitte ich dann Ablehnungen oder ähnliches nicht persönlich zu nehmen. Es ist nicht bös gemeint. Feind erfasst dich. Irgendjemand hat anscheinend einen Raketewerfer. Das war der Hansel hier. So, du schießt nicht mit dem Raketewerfer auf unseren AT-AT. Du auch nicht. So. Gut. Richtig. Du auch nicht. Gut, gut. Oh, scheiße. Die... Wir haben Ihren Uplink deaktiviert. Ja, das ist jetzt auch egal. Die Bomber kommen trotzdem. Ja, ich hoffe, die AT-ATs überleben das irgendwie. Weil das sieht gerade nicht so gut aus für uns. Der AT-AT fällt gleich auseinander. Ja, das habe ich schon gemerkt. Deswegen habe ich zumindest die mit der Raketewerfer versucht abzuhalten. Der Rebellen vor. Okay. Weiter ins Rebellengebiet. Und dann kommen wir da hoffentlich gut an. Ja, aber der Ende AT-AT sieht schon nicht sehr gut aus. Das wird bitter. So, Power-Up für unseren AT-ST gibt's noch. Oder unsere AT-STs. Huch. Was zur Hölle? Einfach mal drauf geschossen auf die Riesenmarder. Unserer Scanner haben die Rebellen eine Uplink-Station aktiviert. Schon dabei ist runterzufahren. Und Wir haben Ihren Uplink deaktiviert. ich will jetzt nicht noch, dass diese letzte Mission hier nicht bestanden wird. Das wäre bitter. Wenn wir jetzt ausgerechnet die letzte Kampfläufer-Mission nicht schaffen würden, fände ich das sehr bitter. Okay, weiter geht's.
Ja, für die Rebellion mindestens. Fürs Imperium. Warte ab. Ich hoffe, das kriegen wir noch hier. Scheiße. Paar Sekunden zu spät. Das ist leider eine Sekunde zu spät. Aber trotzdem stehen wir besser da als vorher im vorherigen Ablenkgebiet. So, jetzt kann ich hier noch die ganzen Leute fertig machen, die da hier wollten. Und ziehe mich wieder zu dem anderen zurück. Ich hoffe, die Trooper, die da sind, können es noch irgendwie abhalten. So. Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Ablenkstation aktiviert. Ich deaktiviere sie gerade. Zielerfassung Gut. der Rebellenbomber unterbrochen. Okay. Der ist für euch. Gut. Ein paar habe ich mit in den Tod reisen können oder durch. Die Hänner schön hier Fläche, die sie abdecken. Jetzt bin ich in die Magma gestürzt. Okay, da komme ich nur so vorwärts, alles klar. Gut zu wissen. So, weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Viper-Suchdroide. Schnell. Scheiße, das kriege ich alle mit gebacken. Feindlicher Bomber hat unseren AT-AT als Ziel erfasst. Ach, etwas zu spät. Leider etwas zu spät, das Ganze. Verflixt, verflixt. Das andere kriege ich alle gebacken. Ich kann mich aber trotzdem noch mal in die Richtung aufmachen. Unser Suchdroide ist ja nach wie vor hier. Und unser Geschütz steht auch noch ein bisschen. Alter, wie viel du immer kommen. Also, das ist ja echt heftig. Komm schon. Dann schieße ich noch in den Rücken. Und dann darüber. Nur 3 Bomber hier. Das ist doch schon mal was. Blasterkanone. Mal, dass wir das jetzt noch unterbrechen können. Ja, das reicht dicker. Wir haben den Ablink der Rebellen unterbrochen. Na, Allah. Zu, dass sie ihn reaktivieren. Was? Ey. Ah, du wieder. So. Okay. Der andere ist auch offline. Sehr gut, dann halten wir das Ding jetzt nur noch. Ja, okay. Die Dinger sind sowieso abgegrast jetzt. Jetzt geht es nur darum, wieder die Rebellen fertig zu machen. Die So, ich Rebellen hoffe. haben die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Okay. Stationierung hier nicht möglich, erlaubt. Dann hier. Unser AT-ST sollte ein bisschen stärker sein. So. Obwohl ich unser AT-STs hier nirgendwo gesehen habe, um ehrlich zu sein. So, wieder einer weniger. Es sind glücklicherweise nur 3 Bomber, aber das könnte reichen, um einer Achtung, von unserer AT-ATs platt zu machen. Zielerfassungssequenz der Rebellen unterbrochen. Operation wie geplant fortsetzen. Upsi. Dex Olessa hat mich ja fertig gemacht. Das wird wohl einer mit dem Raketewerfer gewesen sein. Okay, jetzt bin ich ja direkt am AT-AT dran. Und jetzt gilt es, die Dinger zu verteidigen. Infanteriegeschütz. Okay. Sieht aber nicht so gut aus. ist noch einige Zeit ungeschützt. Verteidigt ihn, während seine Schilde hochfahren. Okay. Okay. Der kann sich relativ gut selber beschützen, aber mir ins gepackt. Puh, alter Falter. Das war jetzt ein ziemliches Geraffel hier. Ist meine Zeit hier zufällig ARA gezeigt, weil ich habe irgendwie die Zeit total vergessen hier, um ehrlich zu sein. Die Zeit ist leider nicht ARA gezeigt hier, oder? Nee, nach wie vor nicht. Okay, ich habe die Zeit ein bisschen aus der ARA verloren. Aber ich denke, die andere Mission ist jetzt auch noch drin, die Jägermission. Aber ich glaube, um halber habe ich nicht angefangen, nee. Nee. Ich bin mal gerade etwas unsicher, wann ich angefangen habe, vor lauter Ablenkung, pipapo.
Und total drin vertieft gewesen, dass ich absolut vergessen habe, wann ich hier die Mission gestartet habe. Deswegen, es tut mir leid, wenn die Episode dann Überlänge hat. Aber da mache ich einfach noch die erste Jägerstaffel-Mission, Außenposten Beta. Raumjäger der Rebellen und des Imperiums kämpfen um die Lufthoheit. Die Seite, die die meisten gegnerischen Schiffe und fliehenden Truppentransporter abschießt, gewinnt. Das ist Hoth. Also ist das Imperium für mich hier wieder. Ja, sorry, wie gesagt, wenn ich jetzt in 40 Minuten oder was reinkomme, aber ich mag jetzt hier diese erste Mission auf jeden Fall noch abschließen. Und wenn es auch zu kurz ist, tut's mir natürlich auch leid. Ich habe jetzt wirklich total die Zeit verballert. Sowas kann zwischenzeitlich einfach mal vorkommen. Insofern, sorry. Okay. Auf Hoth mal wieder natürlich. Außenposten Beta. Raumjäger der Rebellen und des Imperiums kämpfen um die Lufthoheit. Und dann muss ich viele gegnerische Schiffe platt machen und Truppentransporter auch noch. Erlaubt. Ich finde eigentlich die Rebelle-Schiffe ziemlich cool. Auf der anderen Seite finde ich aber auch die TIE-Jäger welche von der geilsten kleinen Jägerraumschiffe, die es überhaupt gibt im Science-Fiction-Bereich. Von daher, TIE-Jäger nehme ich da liebend gern. Jawohl, dann nehme ich TIE-Abfänger. Was hätte ich denn dann noch hier parat? Ah, okay. Fängt schon an. Na, okay. Ich habe jetzt gedacht, mit Dreieck kann ich dann noch was anderes auswählen, aber so what. Ich nehme liebend gern die TIE-Jäger. Diese Bauerntölpel. Okay. Das war so genau. So kann ich erfassen. Wow. Ups, irgendwas habe ich losgeschossen. Sehr cool auch diese Zielerfassung. Ups, zurück in die Schlacht. Ja, so geht's aber nicht. Ja, ich bin doch schon dabei, Kerl. Pins nicht. Das war das, was mal in der Bettlerschlucht hieß, das glaube ich im Tutorial, haben wir das so gehabt. Und? Wir haben die Rebellen zu lange unterschätzt. Schaltet sie aus. Okay, ich bin von einem X-Wing platt gemacht worden. Nehmen wir doch mal so einen TIE-Abfangjäger. Und gucken wir mal, was der kann. Ah, die Geräusche sind aber einfach nur sehr cool. Das erfasst den Mistkerl und dann drauf. Hopp. So, ja, ich merke das schon. Hopp. Jawohl. Ja, wir sind schon dabei. Ah, diese Luftschlachten sind ja auch dermaßen Star Wars typisch und extremst cool. Okay. Wir probieren mal hier im unteren Gebiet was zu reißen. Ups. Ich habe gedacht, ich könnte mal hochziehen, aber okay. Sorry. Wie gesagt, ich stelle mich bei so Dinger echt wie der letzte Mensch teilweise an. Ich bin nicht gut in solche Gefährte. Okay. Wer ist denn dieser Feind, der mich erfasst hat, der Mistkerl? Okay, da haben wir noch einer. Wieder einer weg. Another one bites the dust. Wir haben ein Transportschiff geortet, das versucht, den Sektor zu verlassen. Sofort abschießen. Ja, sofort dabei. Commander Shadley. Und... Besiegt von GR-75 Transporter. Okay, nehme ich mal wieder einen TIE-Jäger. Gut, weiter geht's. Dann auf das Ding drauf. Und... Sehr schön. Gut. Ja, Rakete. Sehr gut. Ich werde den Typ mal gern sehen, wie der aussieht. So. Okay, zum nächsten. Das sind nur unsere eigenen. Na. Ja, da haben wir wieder einer. Ja, sehr schön.
Das kotzt mich so ein bisschen an. Also in der Sache bin ich ja nicht so gut. Da muss ich definitiv mich noch reinfuchsen. Hier Omega 9, bin unterwegs. Bin fast da. Na, jetzt habe ich noch auf eigene Leute geschossen. Sehr cool. Kann ich jetzt einfach unter Sternezerstörer gehen und Bürokratie, imperialer Bürokratie-Simulator spiele oder so? Oh Mann. Ja, ich bin halt so beschäftigt mit diesem ganzen Imperiumskram hier, ne? Ups. Wo willst du hin? Auf der Sternezerstörer, wie gesagt, Bürokratie-Simulator spiele. Ja, der ist schon kaputt. Komm schon. Hopp. Auf diesen Millenniumsfalke will ich drauf. Transportschiff ist gestartet. Verhindert, dass die Rebellen es aufs Korn nehmen. Verdammtes Ding. Sehen, Soldat. Ja, schon dabei. Okay, da ist unser Schiff, das muss verteidigt werden. Das heißt, ab auf alle, die da in die Nähe wollen. Boah, noch schier gegen einen eigenen Teiljäger geknallt. Sehr schön. Und du bleibst auf jeden Fall Erhalter. Hoffe ich doch, irgendwie. Hoppala. Ulala. An. Oh, jetzt habe ich irgendwo ins Nirvana. Das war fast zu einfach. Ins Nirvana ins Ziel gejagt von meiner Rakete. Schieß doch! Okay. Gut, aber wir scheinen relativ weit vorne zu liegen, wie es aussieht. Fast ums Doppelte. Gut. Zurück in die Schlacht, natürlich. Ja, ich bin da schon dabei. Schon? Der ist kaputt. Wieder so ein Millenniumsfalke. Und schon. Oh, Alter. Sitzt du Han Solo persönlich am Steuer oder was? Wow. Wuff. Halt die Augen nach Zielsuchraketen offen. Na, ich muss erstmal gucken, dass ich nicht gegen meine eigene Leute knall. Ja, bei mir sieht es auch nicht gut aus. Ich will das Peilsignal ab. Also ich merke schon, das wäre nicht meine Lieblingsmission hier. Obwohl ich manchmal auch mal als blindes Huhnekorn pick, aber Sorgt dafür, dass unsere Transportfähre unversehrt entkommt. so wirklich Chance habe ich hier nicht großartig. Okay, zurück zur Schlacht natürlich. Zurück. Ja, Pink, sondern ich bin ja schon mit der Tor. Heute willst du hin. Komm sofort zurück. Zwing mich doch. So. Und? Komm schon her, verdammt nochmal. Das blöde Ding will ich jetzt haben. Sieht schon mal ganz gut aus. Alter, der zieht die ganze Zeit hoch und runter. Reichweite. Ist relativ schwierig zu treffen, der Mistkerl. Andere Richtung, Soldat. Ja, Du rennst in dein Verderben, Soldat. bin doch schon wieder da. Ich bin nur dieses verdammte Raumschiff hier erwischer. Na, jetzt war ich im Windschatten von dem Ding drin. Okay, das geht anscheinend immer nur auf Zeit und wer die meiste erledigt hat, der hat gewonnen. Also relativ einfache Dynamik, Spieldynamik und Spielprinzip. Und? Ich habe nämlich viel. Schieß doch einfach drauf, was toscht. Okay, scheiß drauf. Komm zurück und hilf uns, diese Schlacht zu gewinnen. Ja. Schon dabei, Kerl. Heile kann ich mich auch nicht, dann sollen sie mich erfassen. Ja. Lan Machub im X-Wing hat mich fertig gemacht. Feuerbefehl erteilt. Jetzt sind wir noch mit einem Abfangjäger. Und da können wir noch eine angreifen jetzt mit einer Schiffer. Moment in Reichweite. Okay. Omega 11,
Mhm. Ja, Kamikaze-Trooper sind hier definitiv auch erwünscht, würde ich sagen, ne? Okay, schnell drauf, aber ich glaube, das hat sich erledigt. Rebellenschiff ist erledigt. Gute Arbeit, Männer. Ich glaube, da hätten die NSC wirklich mehr Schade gemacht als ich hier in der Runde. Also meine Lieblingsmissionen wären die Dinger bestimmt nicht. Alter Falter. Komm schon. Jawohl, wieder einer weg. Das ist die falsche Richtung. Ja, ich hab's doch kapiert. Gut, wird einer weg. Sehr schön. Oh Mann. Wow, das war knapp mal wieder. Ja, die ganze Flugmanöver habe ich jetzt auch nicht wirklich drauf, muss ich sagen. Ja, die ganze Pilotentricks werde ich ja nie drauf haben. Hier wird eher nur Dormlicht dabei, merke ich. Okay. Ich hab doch ein bisschen desorientiert war, ohne Scheiß. Das verwirrt mich zutiefst, wenn die dann wieder weg sind. Ich wäre absolut kein guter Pilot oder Kampfflieger. Ja, komm schon. Eine Rakete versucht sich anzupeilen. Okay, probieren wir das Ganze zu entgehen. Das wird der Mistkerl sein, oder? Ne, das wird aus meinem Fokus raus. So ein Dreck. Okay, vom Feind erfasst wieder. Einfach mal auf gut Glück drauf schießen. Ja, bin ja schon wieder dabei. Ich hau doch nicht ab, ich doch nicht. Ich bin doch der treueste Soldat überhaupt von Welt, wo gibt. Okay, komm schon. Der wieder, der Millenniumsfalke. So, komm her, damit ich ja der Arsch aufreißen kann. Mann. Mist. Der ist hartnäckig wie noch was. So ist er wieder. Aber er kriegt immer mal wieder ein bisschen Schade von mir ausgedealt. Nicht viel, aber er kriegt immer mal wieder was ab. Wow. Hopp. Schon. Ja. Noch eine Minute knapp. Hopp. Den will ich zumindest noch niedermachen. Willst du uns schon verlassen, Soldat? Nö, erst in 40 Sekunden. Hör auf, aus der Reihe zu tanzen, Soldat. Ups, ich gehe anscheinend volle Wumme ins falsche Gebiet rein. Sie haben dich als Ziel erfasst. Na, das sollen sie mal machen. Ist eh nicht mehr so lang. Und wo jetzt der Millennium-Falke hier ist, habe ich leider nicht gesehen. Balla. Sie versuchen dich aufs Korn zu nehmen. Ja. Könnte man ja umgehen, wenn wir aus der Schlacht fliehen würden, aber nee, das darf ich ja nicht. Was sind sie dann überhaupt alle, die ganze Kameraden? Na, wir haben schon gewonnen. Alle Hopf. Gut. Dann würde ich doch sagen, ihr liebe Leute, nachdem wir das jetzt gepackt haben, sehen wir uns morgen wieder. Falls ich zu kurz gerodet bin in der Episode, sehen wir uns auch gleich wieder, weil ich glaube es eher nicht. Ich glaube schon, dass wir hier die volle Episode ausgenutzt haben von ca. 30 Minuten. Wenn nicht, sehen wir uns wieder. Ansonsten, wenn es 25 Minuten sind, sehen wir uns dann erst morgen wieder. Ich sage jetzt auf jeden Fall mal regulär, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Star Wars Battlefront auf Pelzig, wenn wir dann bei der Jägerstaffel die Dämmerung auf Hoth noch spielen werden. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.